De Mr. Science ass haut als Schoof NRW beide Schoof NRW. Das Schoofhai, das Baby. Das ist gut schuckelig angepackt. Voll von der Schoof, das ist hier Isolation. Und das Isolationen, die gehen natürlich auch bei einer Sache gebraucht. Die Wolle vom Baby wird zum Beispiel nicht geholt, für Pullover zu stricken, sondern für Isolation von Häusern. Und wie so Isolationen von Häusern funktionieren, das weiß ich heute an meinem Experiment. Aha, an dat weist da lo mat dingen Laffelen do. Ja, die sind aus verschiedenen Materialien. Und du machen ich lo op all Stiel vom Löffel ein bisschen Butter drauf. Und dann fülle ich an den Behälter warm Wasser ran. Dat ganz dauert de bëssen méi loser loes klëmmt hëtzt vum Wasser d Läffelen erop, a mir gesinn, dats de Butter metallene Läffel am séierste schmëlzt. Ja, das ist, weil Metall ein guten Hützleder ist. Die Hütz vom Wasser geht durch den metallenen Löffel ganz sehr an die Uwe gelegt. Am Holzlöffel par contre bleibt die Hütz vom Wasser innen. Metall lädt Hütz, an Holz isoliert Hütz also. Für etwas zu isolieren, hält ihn also am besten ein Material wie Holz, das die Hütz nicht lädt. An wéi sinn dann lo wat hëtzt Leder wat ze net lädt? Ma ja, et brauch ihn us sech nimmen unzupacken. Ein Metalllöffel, der fühlt sich mikal an, weil die Hütz von meiner Hand direkt durch den Metall forttransportiert wird. Den Holzlöffel par contre, den spürt sich warm an, weil du bleibt die Hütz bei meiner Hand. An d'Woll vum Baby fielt sech och warm un, well d'Woll hëtzt och net gut lädt. Genau, Woll von der Schoof isoliert auch. Mit déi aber nicht allein, du hast noch etwas. Und das versteht er mit meiner Thermoskanne. Guckt, das Kann ist aus Metall. Und trotzdem bleibt mein Kaffee dran warm. Eigentlich misst Kaffee jo durch den Metall dann sehr aufkillen, ne? Ja, eigentlich schon. Aber für zu verstehen, wieso der Kaffee aber warm bleibt, muss man mal gucken, wie das Kaffeeskan abgebaut ist. Und dafür gehen wir den mal abschneiden. Kommt mit. Ey, Joseph, was müsste mat Dinger kann? Die hast isoliert, froh mich doch. Du hast eng Dürbelwand mat, ich weiß nicht was, Isoliermaterial dran. Warte mal, mach doch nicht alles futti. Joseph. Ups, du hast so nicht, das ist Luft. Luft ist von den besten Isolationsmaterialien, die wir kennen. Aber nimmen, weil Luft an einer Luftkummer angefangen ist und sich nicht bewegen kann. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch am besten mit diesen zwei Gläser, wovon der eine isoliert ist und der andere nicht. Für das ihr es besser erkennt, schütte Joseph farbisch warm Wasser dran. Wenn Wasser warm ist, heißt das, dass Wasserpartikeln in Bewegung sind. Das hitzt oder das Bewegung überdreht sich auf Glas und dann auf die Luft, die das damit forttransportiert. Die Luft ist immer in Bewegung und so kann viel Energie forttransportiert gehen und Wasser killt auf. An einem isolierten Glas ist die Luft, die zwischen der doppelten Wand ist, festgehalten. Die Hitze wird nicht durch die Luft forttransportiert. Die Bewegung von der Luft überdreht sich zwar auf die Außenwand, aber das geht ganz los, weil an der Luftkummer ganz wenig Stählischer sind, die die Hitze können transportieren. Für etwas gut zu isolieren, brauchen wir also verdicht ein Material, das die Hitze schlecht lädt, und Luftkummern, die die Hitze nicht durchlassen. Das ist dasselbe bei einer Kaffeeskanne, wie auch bei ihren doppelt verglasten Fenstern und auch all die kommerziellen Isoliermittel, die funktionieren genau dasselbe. Ah, okay, das Isoliermaterial ist dafür so leicht, weil es hauptsächlich aus Luft besteht. Ach, verrot doch nicht alles. Ja, aber du hast aber recht. Das Materialien sind aus sich transportable Luftschichten. Kommt, ich weiß nicht etwas. Das Lösungsmittel hier lässt das Styropor ab, wie wenn es Zucker wäre. Das weiß ich nicht, lo. Und dabei geht Luft am Styropor raus. Tatsache, wenn die Luft bis raus ist, bleibt nicht mehr noch ein Bruchteil übrig. Ja, das Styropor, der besteht zu 98% just aus Luft. Ah, lo verstehe ich auch, für was das Schobe so ein dickes Fell hat. Ja, genau wie das Styropor Eishaus mit Luft isoliert, so hält ein Schof sich auch mit Luft warm. Was Fell mit dick ist, was mehr Luft festgehalten und weil dem Schof mehr warm ist. Ja, und am Sommer muss es dem Baby aber dann so richtig warm gehen, ne? Ah ja, mir ist es schon warm ohne Fell. So muss ich nicht geschwungen bei den Koffer haben. Hä? Für was antwortet man nicht? Hi, der Joseph wird mein Kollege von. Hallo.
Joseph, Schofespruch. Feste, geht doch.